und Charlotta, 19 vor. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Ja, man kann machen, was man will. Man kommt um den Gesell nicht um. Eine grosse Klappe und, jawohl, Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Etwas hat der ja mit Ihnen gemeinsam, Herr Mörgeli. Eine komische Frisur. Ja, Herr Gerfer, sagen Sie das nur, was ich kann. Frauen anlangen, geht ja noch. Bei uns betäubeln linke Politiker etwas viel Wichtigeres, unsere Verfassung. Und da kann man gut und gern von einer Vergewaltigung reden, versteht Sie? Ja, hallo, ich bin's, der Baschi, Ja, wie gesagt, ich komme gar nicht raus. Ja, wieso heisst jetzt der Trump Donald? Der Reich heisst doch Dagobert. Und seine Gegnerin da, das ist doch die E-Mails wegzaubern. Das ist Gundel Gaukli, oder? Das Thema ist ernst. Der Donald Trump hat mit sexueller Belästigung prahlt. Roger Köppel, das ist ein Feld für Recherche. Um was geht's? Der Donald Trump hat einfach nur die Worte gesagt. Aber das geht in Amerika natürlich nicht. Darum wird er jetzt wahrscheinlich nicht Präsident. Aber eins wird er sicher: Kolumnist von der Weltwoche. Peace, da ist der Blick am Morgen. Hey, Trump, ich verrate dir mal eins: Wenn du ein Rapstar aus Zürich-Schwammerdingen bist, musst du nicht mehr die Frauen anlangen, sondern sie langen dich an. Ja, Musiker wissen halt, wie das ist. Als Star. Oder so. Stefan Eicher, Romantiker, Chansonnier. Immer auch easy gegen Trump, gegen Clinton, Sexvideo gegen E-Mail-Affäre, Schweiz gegen Andorra, USA gegen Russland. Warum? Weil wir Hemmungen haben. Warum ziehen wir uns nicht alle an, nackt, jusqu'au poil, nehmen ein Déjeuner en paix zusammen mit tous les filles du Limaquet und machen einfach l'amour toujours. Lockerroom Talk, also Garderobengeschwätz, nennt der Donald Trump seine sexistischen Sprüche. Da haben wir ja einen Fachmann. Ujo Gavritsch, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe es jetzt recht harmlos gefunden. Das ist nicht der Lockerroom-Talk. Das wäre eine geile Anmachung. Oh je, die neue Bachelor-Staffel. Gut, oder? Nicht so, Ujo? Ja, ich habe geschaut. Es war noch nie so schweizerisch gewesen. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind 2 grosse Berge. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.